Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Heimspiel in die TSG 1899 Hoffenheim. Ich weiß gar nicht genau, 9. Bundesligaspieltag oder was? Da sind wir schon 10., 9., wa? Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall 4-0 gewonnen. Ich denke, sehr gute erste Halbzeit von unserer Seite. Zweite Halbzeit, ja, haben wir so ein bisschen 20, 25, knapp 30 Minuten so ein bisschen Schongang 3 oder 4 drin gehabt, würde ich sagen. Dank der Auswechslungen, also 9. Spieltag war es, dank der Auswechslungen ist dann nochmal ein bisschen Feuer reingekommen. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht super weit in der Saison mit dem 9. Spieltag, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass sich ja alle Experten vor der Saison einig waren, dass wir ja doch so einen schwachen Kader haben, was Auswechselspiele angeht, also Spieler 14, 15, 16, 17. Ja, ich denke, wenn man heute beim Stand von 2-0, wenn man im Schongang 4 unterwegs ist, einen Coman und einen Sané einwechseln kann, mal ganz abgesehen vom Schupo, ja, und dann sieht, wie die halt nochmal wieder Feuer reinbringen, weil sie auch alle heiß sind, weil sie auch alle gerne noch ein Tor schießen wollen und man das Spiel dann 14-0 gewinnt, ja, würde ich sagen, erübrigt sich da jegliche weitere Beweisführung, was unseren Kader anbelangt. Aber gut, habe ich schon vor der Saison gesagt, aber warten wir mal ab, wie die Saison weiter verläuft. Ja, ansonsten, ich denke, Hoffenheim war kein Gegner auf Augenhöhe. Ja, wir haben zwischenzeitlich ein bisschen schleifen lassen, haben den Hoffenheimer ein bisschen Spielanteile gegeben. Aber dass sie jetzt mal irgendwie eine zwingende Torchance hatten, habe ich nicht gesehen. Fairerweise muss ich sagen, dass ich so 5 bis 10 Minuten nicht gesehen habe. Kann natürlich sein, dass gerade in dieser Zeit dann irgendwie eine Großchance war. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Waren 1, 2 Schüsschen dann, ja. Aber jetzt irgendwie eine Großchance. Wobei man sagen muss, wir hatten schon einige Chancen, aber jetzt auch nicht so in Hülle und Fülle. Aber allein Levi heute wieder hätte locker noch 2 machen müssen. Muss man ganz klar so sagen. Ja. 1, 2 Mal hat der Baumann gut reagiert oder Levi hat ein bisschen Pech gehabt oder wie man es auch drehen und wenden will. Alles gut, sein Tor gemacht, mein Gott. Man kann nicht in jedem Spiel 2, 3, 4, 5 Hütten machen, wa? Ja, ansonsten habe ich gar nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Also für mich war es jetzt am Ende des Tages ganz souverän runtergespielt. Ja, wir haben 2-0 geführt, dann haben wir zweite Halbzeit ein bisschen Schongang eingelegt. Ohne dass Hoffenheim irgendwie zwingend war, haben wir ihm ein paar Spielanteile gegeben. Ja, wir haben 1, 2 Wackler hinten drin gehabt, unkonzentriert. Nein, selbst der Neuer wäre der Ball fast einmal durchgerutscht, da hat man schon gemerkt, so, ja, jetzt ist alles gerade so auf Larifari-Modus. Aber dann mit den Auswechslungen, ja, sind die Jungs nochmal ein bisschen wacher geworden und dann haben wir den Sack zugemacht. Ne? Klar, wenn irgendwie das 2-1 gefallen wäre, wer weiß, ob wir dann den Schalter hätten umlegen können, wovon ich aber prinzipiell erstmal ausgehe. Das haben wir schon oft genug gezeigt und von daher, ja, wir können ja mal die Jungs, aber wir gucken erstmal in die Statistiken rein, wa? Das wäre doch mal eine Idee, habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist los mit mir? Okay, Ballbesitz 61-3, 38-7, ja. Hätten wir den Hoffenheimer nicht die Spielanteile geschenkt, wäre es wahrscheinlich 70-30 gewesen. Abseitsstellung 3-2, Fouls 4-18. Also wie man sieht, giftig waren sie auch. Aber wie man auch sieht, haben wir, Alter, das ist krass, haben wir 63% der Zweikämpfe gewonnen. Das ist schon stark. Schüsse aufs Tor 7-2, Schüsse insgesamt 15-9. Ja, wie man sieht, wir haben ein bisschen weniger geschossen wie in den letzten Spielen, wenn man das so sagen möchte. Da waren wir immer über 20, waren aber auch nur so bei 7, 8 oder 9, die aufs Tor gingen. Ecken 4-2, angekommene Pässe, ja gut, 544 zu 314. Hier ist jetzt keine Überraschung. Flanken 6-11. Ja, da sind wir wieder bei unserem Flankenthema. Ja, 6 Flanken. Wow. Aber unser Spielstil hat sich halt einfach ein bisschen geändert, im Gegensatz zur letzten Saison und den Saisons davor. Schüsse insgesamt, Gnabry 2, Levi 2, Schupu 2. Torschussvorlagen, Upamecano 2. Der Pass war übrigens Sahne beim 4-0. Ja. Müsala 1, Müller 1.
Gewonnene Zweikämpfe, Richard 10. Habe ich auch sehr, sehr gut gesehen. Gehen wir gleich drauf ein, wenn wir mal ein bisschen auf die Spiele eingehen. Musala 10, Upa 6. Ballkontakte 101, Kimmich, Pavard 90, Upamecano 88. Gefault worden, ja. Wow, schenken wir uns mal. Gut, bevor ich jetzt auf die Spieler komme, muss ich mal eben einen kleinen Cut machen. So, da ist er wieder. Ja, Leute. So, wir kommen mal zu den Spielern. Bevor ich zu unseren Spieler komme, beziehungsweise ist ja auch unser Spieler. Ich habe mal ein bisschen auf Chris Richards geachtet. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Auch ein Levi zweimal ganz gut abgekocht, also Hut ab. Ich denke, er entwickelt sich und ja, wird er nächstes Jahr zurückkommen, gehe ich fest von aus. Schauen wir mal, ne? Gut. Zu unserer Truppe. Neuer. Ja, Neuer will ich eine 3 geben, war heute auch nicht ganz so super geil. Hat sich natürlich nichts zu Schulden kommen lassen, aber natürlich, wenn man jetzt an seinen Leistungen misst, war es eine 3. Man hat 2, 3, 4 Fehlpässe drin gehabt, die er sonst nicht so drin hat. Upa hat für mich ein super Spiel gemacht eigentlich. Hat auch 1, 2 Wackler drin gehabt, aber das war zu der Phase, wo die ganze Mannschaft unkonzentriert war. So die 20 Minuten. Ansonsten super Spiel gemacht. Wie gesagt, das Ding super vorbereitet, aber auch sonst, wenn keine Anspielstation da war, hat dann Lucio gemacht. Ist immer wieder auch ins Mittelfeld, hat Wege gemacht. Hat mir super gefallen. Will ich eine 2 geben. Hernandez, ja, für Hernandez will ich auch eine 3 sagen. Ja, war wieder souverän. Zweikampf stark. Aber jetzt auch nicht so mega herausstechend wie sonst, sag ich mal. Aber hat ein gutes Spiel gemacht, eine 3. Omar Richards will ich eine 2 geben. Ja. Auch wenn er zum Schluss hin 1, 2 Wackler auch drin hatte. Aber ja, auch da wurde ja mal viel geungt, so, ja, aus der zweiten englischen Liga und sowas. Ich denke, er hat heute ein super Spiel gemacht. Und wie man sieht, reicht für die Bundesliga schon mal locker. Und ja, lass ihn doch mal ein Jahr bei uns sein. Dann gucken wir doch mal, wie die Entwicklung vorangeht. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Saar vergleicht, der von Olympique Marseille kam, brauche ich nicht weiterreden, oder? Zumindest nicht die Leute, die meine Videos kennen. Also Saar ist halt unterirdisch, deswegen spielt er bei uns auch keine Rolle. Zu Recht keine Rolle. Das war klar zu sagen. Also für mich hat Omar Richards ein gutes Spiel gemacht. Benji. Ja, Benji hat auch ein gutes Spiel gemacht. War wieder nach hinten hin, 1, 2 Mal. Ja, wo dann Upa einschreiten musste. Ja, den typischen Benji. Ja, ab und wann haben sie sich auch mal ein bisschen abgewechselt. Dann war Upa mal mehr rechts außen, dann war Benji mal in der Mitte. Wenn es das Spiel hergegeben hat. Und das war okay, hat mir gefallen. Aber so 2, 3 Szenen nach hinten wieder, wo er schlecht verteidigt, einfach als rechter Außenverteidiger, wo ein Spieler wieder flanken lässt. Wir haben es auch gerade schon gesehen in den Statistiken bei den Flanken, die Hoffenheim hatte. Das muss man besser machen. Ja, ganz einfach. Klar ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man den Gnabry da vorne hat, weil der Gnabry nicht wirklich viel mit nach hinten arbeitet, wo er es heute auch ordentlich gemacht hat. Also Pavard will ich eine 3 geben. Wie gesagt, Gnabry hat es heute zwischenzeitlich echt gut gemacht, mit nach hinten gegangen. Gerade so erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Ja, Gnabry will ich auch eine 3 geben. Ja, auch wenn er ein Tor gemacht hat und so weiter. Aber ich denke, da war auch noch ein bisschen Luft nach oben und ein bisschen... Mir fehlt immer so der letzte Kick, so, weißt du, so auf die Arbeit nach hinten von Gnabry. Aber das haben wir ja schon öfters durch das Thema. Hat es heute 2, 3 Mal gemacht, dass er mit durchgezogen hat nach hinten. Aber ist auch wieder oft genug einfach stehen geblieben. Weiß ich nicht, das ist immer... dann ist es auch immer schwierig, dem Pavard einen Vorwurf zu machen, wenn er da immer 1 gegen 2 dann stehen muss. Ja, da muss er sich entscheiden, wo geht er hin. Und dann kann der Spieler halt flanken, der frei steht. Und nichtsdestotrotz muss der Pavard natürlich da rigoroser in den Zweikampf gehen, wenn es darum geht, eine Flanke zu verhindern. Das ist auch klar. Also Gnabry auch eine 3. Kimmich war okay, will ich auch eine 3 geben, war jetzt auch nicht so mega überzeugend, war jetzt aber auch nicht schlecht oder sowas. Ich denke einfach eine 3 trifft es ganz gut. War schon präsent, ja. War aber auch immer ganz gut umstellt, war aber ruhig am Ball, hat sich eigentlich kaum Fehler geleistet. So. Aber wenn man das mit den Leistungen der letzten Wochen ein bisschen vergleicht, wobei man fairerweise auch sagen muss, ihm fehlt natürlich Goretzka so ein bisschen, ne? Da ist er schon ein bisschen eingespielter wie mit dem Sabitzer, womit wir auch schon beim Sabitzer sind.
Sabitzer würde ich auch eine 3 geben. Hat eigentlich erste Halbzeit ganz gut angefangen. Hat zwischenzeitlich so ein bisschen die Bindung verloren, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber ich denke, er braucht einfach die Minuten. Und man hat heute auch schon gesehen, so die Abstimmung war schon um einiges besser. Also für mich auch eine 3. Musiala würde ich auch bei einer 3 einsehen. Aber wir haben gerade gesehen, so 10 Zweikämpfe gewonnen für einen Offensivspieler auf der Posi ist natürlich schon gut. Ne, muss man auch mal sagen. Hat ein bisschen Pech gehabt in seinen Dribblings heute, wobei man auch sagen muss, Hoffenheim war mittig halt einfach dicht. Ja, die haben die Mitte einfach zugemacht. Und nichtsdestotrotz sind wir trotzdem 1, 2, 3, 4 Mal durchgekommen. Hat es ein bisschen schwer gehabt, so. Hat aber ein gutes Spiel gemacht, viele Zweikämpfe gewonnen, wie ich schon gesagt habe. Von daher für mich auch eine 3. Müller, ja, Müller will ich auch eine 3 geben im Minus. Müller war heute nicht so gut. Ja, wie schon im letzten Spiel nicht. Heute war er nochmal ein bisschen Tacken schlechter. Die einzige gute Szene, die er hatte, war beim Tor. Das hat er sehr gut gemacht. Ansonsten war Müller heute Fehlpass geprägt. Da lief nicht viel zusammen. Wurde zu Recht ausgewechselt, hätte nach meinem Verständnis auch schon eher ausgewechselt werden können. Das weiß er auch selber. Da müssen wir nicht drum rumreden. Auch so im Pressingverhalten war er heute nicht so aktiv, nicht so präsent wie sonst, hatte ich so das Gefühl. Hat sich dann öfter, war er mal hinten, hat sich ein bisschen mehr fallen lassen und so weiter. Ja, weiß ich nicht, ob es vielleicht eine taktische Anweisung war oder gut, dann war er zwischenzeitlich auch mal mehr rechts und so weiter. Er war schon wieder sehr aktiv, aber viel lief heute bei Müller nicht zusammen, muss man fairerweise auch mal sagen. Levi, ja, Levi würde ich auch eine 3 geben. Die Anzahl an Chancen, die er hatte, wenn er da nur diese eine macht, dann ist das für Levi einfach nur eine 3. Ich denke, das weiß er auch selber. Er hätte locker mindestens 2 mehr machen müssen. Also. Und das waren ja keine, wo man jetzt sagt, ja, den kann man vielleicht mal machen. Nein, das waren glasklare Dinger, die man machen muss, in meinen Augen. Wie gesagt, ne, man muss das ansprechen, aber ich bin mega zufrieden. Ja? Mega zufrieden. 4-0 mal wieder. Wir hauen im Moment jedes Spiel 3, 4 Tore raus. Spielen oft zu 0. Also das ist hier alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Versteht das nicht falsch. King, ja, für 20 Minuten hat er seine Sache gut gemacht. Das Tor noch gemacht, was natürlich mega stark vorbereitet war von Upa. Den ersten hat er noch kläglich vergeben. Den ersten Schuss, da hätte er schon mehr rausmachen müssen. Zumindest mal so aufs Tor bringen wäre eine Option gewesen. Tolisso für 14 Minuten, ja, kannst du nicht bewerten irgendwie. Hat 2, 3 Aktionen gehabt. Jetzt hat auch 1, 2 Dinger gehabt, wo er mal ein bisschen rigoroser hätte reingehen können im Mittelfeld. Das war auch nicht so Zweikampfführung mäßig. Was ich da nochmal sagen wollte. Omar Richard, Zweikampfführung. Man hat es ja auch gesehen, hat er auch 10 Zweikämpfe gewonnen gehabt. Auch mega stark, ne? Ich meine, ist jetzt nicht hier so eine Kante wie der Süde, sondern so ein bisschen so Hämpfling-mäßig. Hat aber den Körper dafür sehr, sehr gut eingesetzt und ein so andere Mal die Hoffenheimer da abgekocht, ne? Mir sehr gut gefallen. Schuppo, ja, Schuppo hat das gemacht, was Schuppo macht. Er war da, hat das Ding eiskalt reingeschoben und gut. Ne? Dafür ist er da. Und ja, ansonsten war er auch sehr agil. Man hat gesehen, die Jungs, die reingekommen sind, haben halt einfach Bock gehabt, einfach noch ein Tor zu machen. Ne? Auch Leroy für 14 Minuten, hat man auch gesehen, hat nochmal Schwung reingebracht. Und ja, einfach schön zu sehen, dass die Jungs, die reinkommen, auch heiß sind. Und wie man sieht, haben ja auch 2 Spieler davon noch ein Tor gemacht. Ne? Muss man ganz klar sagen. Und ja, wenn man dann noch so guckt, wir hätten noch einen Stanisic gehabt, wir haben noch einen Nian Zu gehabt, der ein bisschen außen vor ist, was ich ein bisschen schade finde. Also von daher sind wir nicht so schlecht aufgestellt, wie das immer dargestellt wird. Ne? Meine Meinung. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Jo. Das soll es gewesen sein zu dem Spiel. Haut mir gerne eure Meinung rein. Ich bin rundum zufrieden. Wir können noch mal einen kurzen Blick aufs nächste Spiel schmeißen. Ja, nächstes Spiel ist Pokalspiel, wa? Mittwoch in Gladbach. Ich denke, da müssen wir noch mal wieder an die Leistung von Benfica anknüpfen. Oder auch von Leverkusen. Ja, heute war, wenn man das mit den beiden Spielen vergleicht, mehr so ein bisschen Schongang drin. Was auch völlig okay ist nach 2 solchen Spielen. Dann spielen wir in Union. Denke ich, da werden wir auch eine bessere oder eine stabilere Leistung brauchen. Das wird auch kein leichtes Spiel, bin ich mir sicher. Ich freue mich auf 2 sehr interessante Spiele. Ja, und dann ist ja auch schon danach den Dienstag schon mehr Rückspiel.
gegen Benfica und dann Freiburg. Die Überraschung bisher in dieser Saison. Gut, das soll es gewesen sein, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, wir sehen uns. Ja, Donnerstag. Tschüssi.